Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir sind momentan dabei, unser Villagerdorf wiederherzustellen. Was bedeutet, das habe ich glaube ich in der letzten Folge schon erklärt, mit Goldäpfeln können wir infizierte Villager wieder zu normalen machen und eigentlich sollten immer wieder mal spawnen. Laut dem Internet, ich muss mich auf das Internet beruhen, was ich nachgelesen habe. Was ich aber noch ganz kurz schnell machen ist, weil wir jetzt immer wieder auf Zombies gestoßen sind, würde ich eigentlich gerne nochmal ein Eisenschwert machen. Das ist ein Diamantschwert. Ich brauche ein Eisenschwert. Da. Zack, damit wir uns auch gut verteidigen können eigentlich, weil das sollte ja auch noch gut der Fall sein. Dann müssen wir noch ein Loch stopfen. Und dann müssten wir noch ein Loch stopfen, wo in eine Höhle reingeht bei den Villager. Und gleichzeitig müssen wir gerade schauen, ob wir jetzt einen infizierten Villager finden. Wenn nicht, dann tun wir uns am Tag durch dann mal ein bisschen um unsere Arbeiter kümmern. Dann machen wir noch schnell unsere... Dann bauen wir noch ganz kurz schnell unsere Herdöpfel ab. Und machen noch ein paar andere Sachen. Dort hinten oben haben wir einen Creeper, den müssen wir schon mal ignorieren. Und jetzt hoffen wir eigentlich im Großen und Ganzen, dass da wirklich ein Zombie-Villager spawnt, den wir eigentlich gerade einfangen können. Also einfangen, wir würden einen Goldäpfel geben, dann würden wir ihn einbauen in Erde. Und dann warten wir, bis ein zweiter Villager auftaucht und dann würden wir dann schauen, dass wir die mit Brot füttern, damit sie sich wieder vermehren. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen, wo das Loch ist. Da haben wir auch ein riesiges Loch. Wo man sollte, glaube ich, wirklich zumachen. He? Aber dann habe ich wahrscheinlich... ein bisschen zu wenig Erde mit dabei. So, moin. So. Genau, dann machen wir jetzt das Loch zu der Ähne. Jetzt haben wir auch gerade nochmal eins. Es geht nur darum, dass wir die Villager eigentlich ein bisschen beschützen davor, dass sie nicht automatisch in so ein Loch reingehen. Oder eben, dass dort raus eigentlich dann irgendwelche Zombies, Skelette oder sonst irgendetwas rauskommt. Aber wir haben jetzt, glaube ich, sogar wirklich zu wenig Erde mit dabei, um beiden Seiten das Loch auszufüllen. Ist ein bisschen dunkel. Ich sehe nichts. Jetzt machen wir es noch auf dieser Seite zu. Und da hat es nämlich nochmal ein riesen Loch. Gerade zwei aufs Mal. Haben wir euch wieder mit einem Hund angelegt? Ja, dann er kümmert sich in dem Fall gut um euch. Wie sie wegrennen vom Hund. Noch speziell, das habe ich eben noch nie gesehen, wirklich. So, dann haben wir uns um einen gekümmert, dann kann sich das Hündchen ums andere kümmern. Das finde ich ziemlich nice. Aber ich glaube, wir müssen nochmal Erde holen gehen. Bis jetzt haben wir nur Skelett gefunden, noch kein wirklicher Villager-Zombie. Er versucht da, glaube ich, jetzt die Höhle abhauen. Hä? Komm, killen! Zeig ihm, wer der Chef im Haus ist. Nein, das ist ein Schwein. Jetzt habe ich mich schon gefreut darauf, dass es ein Villager sein könnte. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal im Dorf ein bisschen umeinander, ob man mal einen findet. Das Problem ist, ich weiss halt nicht, ich habe jetzt brutal ausgeleuchtet. Tauchen dann trotzdem irgendwo Zombie-Villager auf oder muss ich sogar noch mal ein paar Lichter abnehmen? Also die Hunde sind mega praktisch. Jö, danke dir. Da müssen wir auch noch mal zumachen. Aber wir müssen wirklich noch mal Erde holen und noch mal mehr zumachen. Wir müssen wirklich nochmal Erde holen und ein bisschen mehr zumachen. Aber ich sehe noch nirgendwo einen Villager. Ein Creeper, nein. Muss ich nochmal ein bisschen Lichter abbauen? Das ist jetzt eine gute Frage. Durch das, dass ich halt so ausgeleuchtet habe, spawnen da ja eigentlich keine Zombies. Ob ich jetzt zu früh zu viel ausgeleuchtet habe, eigentlich. Weil jetzt wäre also man merkt, das Dorf wäre eigentlich ziemlich safe, außer das Skelett, die jetzt da auftaucht sind, aber um die kümmert sich auch die Hunde. Jetzt fehlen eigentlich nur noch ein bisschen unsere... Mensch! So. Und da hinten haben wir aber auch ein riesen Loch noch. Die Frage ist eher, ob ich in einer Höhle sogar mehr Chance habe, so einen Zombie-Villager zu finden. Als jetzt an der Oberfläche. Das ist jetzt noch eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen dann sowieso nicht, also wenn jetzt wieder Tag wird und wir wirklich nichts finden, außer ein paar Spinnen, Skelette und so, müssen wir dann schauen, dass wir sonst wirklich dann noch alle Löcher komplett zumachen. Was hat denn da... Ah, die sind voll... Also Skelette haben da gar keine Chance in dem Dorf. Skelette werden von den Hunden gejagt und das finde ich ziemlich nice. Da haben wir einen normalen Zombie, das bringt uns aber nicht so viel. So, zack, und erledigt. Schau in dein Rezeptbuch, wir haben ein neues Rezept gefunden, aber wir haben immer noch keinen Villager. Ich glaube, ich muss sogar dann wirklich nochmal schauen, dass ich ein bisschen weniger beleuchte.
Weil ich merke, jetzt sind sie außerhalb vom Dorf, die nicht wirklich genug spawnen. Oh! Da ist ja gerade nochmal eins. Hey! Hey! Kommt nicht so um da. Ist schon mega schwierig, uns zu treffen. So. Ich glaube, wir sollten jetzt schnell etwas essen. Ich habe keine Lust, jetzt irgendwie auch nicht zu sterben. Ich habe gerade voll essen. Meinst du, wieso genug? Wieso taucht jetzt da kein Villager auf? Es hat im Internet eigentlich gestanden, dass wirklich im Dorf innen sollte ein Zombie-Villager auftauchen. Ich mache jetzt... Moin? Okay. Nochmal ein neues Loch. Also Gegner tauchen auf, das sind hauptsächlich wirklich Skelette und Spinnen gerade momentan. Es sind wirklich hauptsächlich gerade Skelette und Spinnen, aber kein Zombie-Villager. Also müssen wir wirklich schauen, dass wir ein paar Löcher stopfen. Der Villager hat ja da jetzt auch gerade wieder sein Unwesen getrieben, sag ich mal. Der Creeper. Muss ich nochmal weniger beleuchten? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Dass die Chance überhaupt da ist, dass so einer spawnt. Ich glaube, ich nehme jetzt darüber mal noch ein paar Fackeln weg. Dann müssen wir halt nochmal beleuchten. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben, alles schön auszuleuchten. Und im Gegensatz ist das wahrscheinlich voll der Nachteil jetzt, den wir haben. Oder eben, das Internet hat mich belogen. Vielleicht hat mich auch das Internet belogen. So, komm. Ah, er sprengt sich wirklich noch. Ja, moin. Machen wir noch mehr Löcher überall rein, du Nudeln. Das muss man wirklich noch ein bisschen mal außerhalb suchen, wie es aussieht. Das können wir natürlich auch machen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass jetzt da außerhalb irgendwo gross Dings werden zu bahnen. Villager. Wir sind schon wieder Level 16. Leider das, dass wir jetzt die ganze Zeit da irgendwelche Gegner töten. Ja moin. Unter denen will mich gerade etwas attackieren, das kleine Mistviech. So. Da haben wir etwas Cooles gefunden. Das ist noch gut zu wissen, dass wir da einfach mitten in der brandigen Lava haben. Und jetzt wird es langsam wieder Tag. Das heisst, die Chance für einen Zombie-Villager haben wir schon wieder vertan. Und dann müssen wir schauen, dass wir nochmal die Löcher stopfen. Das braucht jetzt halt, wie es aussieht, ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, als ich denke, das Dorf wieder zum Leben erwecken. Warte, wir haben da ein bisschen viel mit einem Creeper gerade noch. Die ignorieren wir in dem Fall, weil wir suchen ja sowieso eigentlich Villager. Er ist trotzdem mit Luft. Wieso hat es denn dort trotzdem mit Luft gesprengt? Nein, das ist ein normaler Zombie. Oh nein, das hure Gebüsch. Das hure Gebüsch hat mir mehr Schaden gemacht als jeder Gegner. Hey, das ist ja nicht normal. Ja, es wird langsam Tag. Wir haben unsere Chance für da. Da hinten? Nein, das ist auch nur ein Zombie. Das ist leider auch nur ein Zombie. Okay. Nein, wir haben die Chance für da. Es wird Tag. Wir haben keinen einzigen Zombie-Villager gefunden. Wir haben dafür wenigstens gut Level können fahren und ein paar gute Sachen bekommen, wie 11 Pfeile, die wir schon wieder zusammen haben. Was natürlich ziemlich nice ist. Und ich bin, glaube ich, richtig weit weg vom Dorf irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich habe mich irgendwie völlig verlaufen gerade. Müsste eigentlich in die Richtung sein. Echt, das passiert auch wieder nur mir. Ich gehe Zombie-Villager suchen und bin weg vom Dorf. Ah, da hinten ist es. Okay. Aber ich habe bis jetzt keinen einzigen Zombie-Villager gesehen. Ich muss mich da wirklich in dem Fall nochmal erkunden, ob das wirklich so ist, dass eigentlich seit jede Nacht mindestens einen spawnen, hat im Internet gestanden. Aber bis jetzt ist kein einziger gespawnt. Also, ich habe bis jetzt keinen einzigen gesehen, ich muss vielleicht das so sagen. Und jetzt wird es Tag. Das heisst, wir haben unsere Chance vertan. Ach, schade, schade, schade. Ich wollte endlich das Dorf wieder zu Leben erwecken. Und die nächste Nacht müssen wir leider schlafen, weil sonst tauchen ja so irgendwelche komischen Viecher auf, die uns in der Nacht verfolgen, weil wir zu lange wach sind. Und auf das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade keine Lust. Nein, wir haben keinen einzigen gefunden. Ach Mann. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns in dieser Folge auch mal schon ein bisschen um die Herdöpfel. Wir können jetzt hier hinten mal schon die Herdöpfel abfarmen und gerade wieder neu pflanzen. Ich glaube, das wäre gerade mal noch lustig, wenn wir das noch ganz kurz lustig.
Wäre gerade noch angenehm, wenn wir das mal erledigt haben. Die Hühnchen, die können wir einfach mal machen lassen, weil wir haben jetzt so en masse viel schon. Dass sich das, glaube ich, gar nicht groß lohnt, wenn wir da jetzt... Oh. Schön alles einsammeln da. Da haben wir recht viel Herdäpfel bekommen. Nice. Eisfeld haben wir noch. Können wir alles wieder verpflanzen auch. Okay. Und dann pflanzen wir da gerade mal schnell wieder alles voll. So. Dann haben wir nämlich mal uns gut um unsere Felder wieder kümmern, weil die tun wir ja momentan ein bisschen vernachlässigen mit allen unseren komischen Ideen, die wir haben und Sachen. Weil eigentlich würde ich jetzt mich langsam mal gerne um einen anderen Bau kümmern, aber ich habe gehofft, das geht jetzt ziemlich schnell, so einen Villager zu finden. Aber wie es aussieht, ist das nicht so der Fall. Wie es aussieht, ist das nicht so der Fall, dass wir das Dorf so schnell wie möglich wieder gut anbekommen. Das heisst, wir müssen uns einfach im Hinterkopf behalten, dass immer, wenn wir mal am Abend irgendwie etwas dran wären, dass wir schnell übergehen, güchseln, ob wir einen finden. Und wenn nicht, dass wir dann das können eigentlich, ja, ich glaube, man versteht, was ich meine. Ich glaube, ich tue da jetzt zuerst mal alle die da rein. Dann müsste man eben sowieso... Oh, ein Rüebli. Jetzt könnte man das eigentlich gerade noch ausprobieren, weil ich wollte jetzt noch schnell denen alle Löcher zumachen. Für das brauchen wir aber noch einiges mehr an Erde. Ich glaube, da rein habe ich noch einen 64er Stack. Und dann tun wir gerade mal schon da runter. Ich glaube, das könnte lange. Bin unsicher, aber wir machen es mal so. Wir gehen jetzt mal noch die restlichen Löcher stopfen. Und dann schauen wir mal, ob wir uns mit unserem nächsten Projekt dran machen. Die Hülle wollte ich auch noch, um mehr Glowstone holen. Das wäre natürlich auch eine Option, die wir noch könnten, gerade momentan machen. Und weil jetzt haben wir uns recht viel Zeit da genommen in dem Dorf. Warte, das Loch ist, glaube ich, da innen auch gewesen. Moin. Nicht da. Ah, die Gebüsch. Ah, der läuft mir nach wegen dem Rüebli. Oh, Jägeli. Alles klar, das ist gut zu wissen. Schwein laufen mir auch nach, wenn ich ein Rüebli in der Hand habe. Das ist gut zu wissen. Jetzt muss ich aber zuerst mal wieder die Löcher finden. Jedes Mal, wenn ich es suche, finde ich es nicht. Und dann, wenn ich es nicht suche, finde ich es. Ah, da haben wir eins. Die Frage ist halt wirklich, ob ich durch das, was da unten durch hat, wie es aussieht, überall riesige Höhlen. Und ich frage mich einfach schon die ganze Zeit, ob es möglich ist, dass halt die Villager vielleicht da unten spawnen und ich sie darum nicht finde. Aber jetzt extra da ins Loch unten so einen Villager suchen und dann wieder gegen rauf bringen. Das ist ja dann das Problem noch, dass wir ihn gegen rauf bringen. Ist ja auch noch gerade eine kleine Sache. So, wir leuchten hier unten mal aus, ein bisschen. Dass da vielleicht nicht auch allzu sehr viel spawnt. Und dann machen wir da eigentlich auch zu. Dann habe ich gerade noch geschaut, vielleicht hätten wir gerade noch gemütlich ein bisschen Eisen gefunden oder so, irgendetwas in die Richtung. So. Gemütlich, dann ist da nämlich auch zu. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wo das ganz grosse Loch war. Ist das da? Da haben wir auch noch ein grösseres Loch, da können wir auch mal schnell mal reingüchseln. Da haben wir nämlich gerade Eisen noch. Ein bisschen Kohle. Und sehr viele Zombies. Okay, dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns jetzt zuerst mal um die Zombies. Also wenn jetzt gerade ein Villager auftaucht, dann bin ich glücklich. Du bleibst da gerade stecken, hä? Nein, bis jetzt sind es nur normale Zombies. Und hinten noch ein Creeper, und denen noch ein Creeper. Moin, okay. Oh! Oh! Verfolg mich! Jawohl! Verfolg mich! Warte schon etwas raus. Wie muss ich das jetzt machen? Wie tue ich den jetzt füttern? Nein, so füttere ich mich. Aber wie füttere ich ihn mit einem Goldäpfel? Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist jetzt eine gute Frage. Komm da runter. Nein, ich kann ihn nicht richtig einbauen. Warte schon, dann gehen wir da rüber. Ich schaff's nicht einbauen. Ich bin noch zu schlecht für so etwas. Komm, geh das Loch da rein. Ach, nerv mich nicht! Du Nudle! So, wir haben keine Erde mehr da. Ich wollte ihn nicht zu weit rauslocken, weil wenn ich ihn jetzt ja zu weit rauslocke, dann würde ich ihn ja eigentlich töten. Das Problem ist, ich müsste ihn jetzt mit diesen Goldäpfeln füttern, hat es geheissen. Ja, aber wie füttere ich den mit Goldäpfeln? Gibt es da noch irgendetwas Spezielles, was ich muss da beachten muss? So, jetzt habe ich das irgendwie anbekommen.
Jetzt muss ich dich mit Goldäpfel füttern. Wie bist du jetzt da raufgekommen? Ich glaube, ich muss ihn wirklich noch töten im Fall. Ich glaube es nicht, wir haben einen gefunden. Das ist eigentlich das passiert, was ich mir gedacht habe. Ach, ich muss ihn töten. Sonst sterbe ich nämlich. Ach, ich muss ihn töten. Iss einen Goldäpfel. Er will keinen Goldäpfel essen. Ich muss ihn töten. Ach Mann. Ach Mann, 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 Mann. Aber es ist gut zu wissen, dass wir jetzt einen in der Höhle gefunden haben. Die Frage ist einfach, ich muss ihn füttern mit einem Goldäpfel. So kann ich ihn heilen. Aber ich rühre ihn an und es funktioniert nicht. Und ich wüsste nicht, wie ich das machen muss, damit ich ihn kann... Ach Mann, 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 Mann. Aber das heisst, wir finden eigentlich in den Höhlen, finden wir Villager. So wenn ich mir das denke, da finden wir die da unten, nicht an der Oberfläche in dem Fall, weil es halt da unten so viele verzwickte Höhlen hat. Okay, du bist down. Du bist down. Da machen wir gerade schon zu. Wo haben wir die Erde? Jetzt haben wir nicht mehr so viel Erde, weil ich da vorne so viel verputzt habe. Ich bin die ganze Zeit überlegen, wie fütter ich ihn? Mit einem Goldäpfel. Jetzt habe ich nämlich schon einen verputzt, indem dass ich ihn genommen habe. Warte, wir gehen gerade da unten durch, sonst finde ich es nicht mehr. Machen wir einmal so zu. So. Komm, das Eisen nehmen wir gerade mit, wenn wir schon da sind. Wie fütter ich den mit einem Goldäpfel? Das ist jetzt wirklich so eine gute Frage. Das ist so eine gute Frage. Ich habe gemeint, ich muss ihn ihm einfach anrühren und dann isst er ihn. Wieso ist das einfach nicht der Fall? So. Haben wir denn da... komm, wir haben da noch Eisen und so. Das baue ich gerade alles ab, wenn wir schon da sind. Wenn ihr wüsstet, wie ich ihn müsste füttern, dann schreibt es mir doch bitte liebend gerne in die Kommentare. Ich würde mich mega darüber freuen. Weil das wäre jetzt unser erster Villager wieder gewesen, den wir hätten können befreien. Das wäre so cool gewesen. Es wäre so cool gewesen. Aber ich weiss nicht, wie ich ihn damit füttern muss. Ich weiss einfach nicht, wie ich ihn damit füttern muss. So, dann haben wir darum mal ausgeleuchtet. Da kommt das Skelett, das noch eins auf den Keks will. So, noch ein bisschen Eisen. Wenigstens finden wir dann die ganze bisschen Eisen, also dann lohnt sich die ganze Aktion eigentlich. Ich würde jetzt wirklich mal gerne nach euch fragen, wenn ihr wüsstet. Du kleine Nudeln, du blöde kleine Nudeln. Das erinnert mich gerade wieder an Minecraft Chrome, wo es mich in die Luft gesprengt hat und jetzt passiert es einfach nicht und ich habe nicht mal volles Leben gehabt. Da oben haben wir nochmal so einen Creeper. Moin, okay. Nochmal eine. Okay. Das Problem ist, wenn ich jetzt unten zu fest ausleuchte, taucht da wahrscheinlich auch kein Villager mehr auf. Also mache ich ja eigentlich wieder kontraproduktive Arbeit, was ich da mal gerade mache. Hoi, was machst du da unten? Und da geht es nicht mehr weiter. Okay. Und wir haben wenigstens noch ein bisschen Eisen gefunden. Jetzt ist aber immer das Problem, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich ausleuchte, dann taucht ja kein Zombie-Villager mehr auf. Das andere Problem ist, ich müsste eigentlich die Löcher dann sowieso stoppen. Ach Mann, es ist alles ein bisschen verzwickt blöd. Ich muss es so sagen, es ist alles ein bisschen verzwickt blöd. Weil ich einfach nicht weiss, wie ich den füttere mit Goldäpfel. Sally, wo kommst du her? So, wir essen einmal schon etwas. Wir haben schon lange kein volles Leben mehr gehabt, das wäre mal noch nützlich. Wenn wir es schaffen auf volles Leben. Ich versuche mich jetzt nicht groß rumzurennen, damit wir da mal ein bisschen Leben bewahren. Wir versuchen es jetzt nochmal. Vielleicht finde ich nochmal einen. Da unten haben wir Eisen, den ich mir gerne holen würde.
Okay, gehen wir mal schauen wegen dem Eisen da unten. Da haben wir einen Creeper und einen Zombie, aber ich glaube, die schaffen es nicht zu mir rauf. Aber ich glaube, das wird ein bisschen blöd, wenn ich da versuche, da das Ding zu holen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wir schauen lieber nochmal nach so einem Villager rum. Dass wir versuchen, ihn irgendwie einzubuddeln. Das habe ich eben jetzt vorher probiert, dass ich ihn einbuddle und dann werden wir irgendwann später zurückkommen, um zu schauen, wie wir das genau machen müssen. Aber irgendwie will das nicht so, wie ich das will. Jetzt sind wir einfach einmal in der Runde gelaufen. Okay. Okay. Wisst ihr was? Ich glaube, wir versuchen uns mal da schon aus der Höhle raus. Wenn ich den Weg finde. Wenn ich den Weg finde, dann versuchen wir doch da mal schnell rauszugehen. Der Hund, der will da unten hängen, dann lassen wir ihn da unten hängen. Wie bin ich da raus? Ah, da haben wir noch ein Loch. Okay. Wir suchen Zombie Villager. Wir buddeln den ein. Also nein, wir müssen eigentlich schlafen, stimmt. Wenn ich die Nacht nicht schlafen gehe, tauchen ja so Phantome irgendetwas auf. Das habe ich gar keine Lust. So, ne? Wir essen direkt mal etwas. Wir können etwas ausprobieren. Komm da nicht, Put. Wo ist er? Ist das mit Rüebli? Nein, es sieht nicht danach aus. Er rennt mir voll davon. Ich habe doch ein Rüebli für dich. Also mit Rüebli ist es in dem Fall nicht. Also mit Rüebli ist es, wie es aussieht, eindeutig in dem Fall nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt muss ich wieder das Essen haben, weil unser Dings geht langsam down. So, und ich würde sagen, wir versuchen direkt einmal zum Bett zu gelangen. Muss ich nämlich Orientierung finden, wo ich da bin. Wo bin ich überhaupt? Da sehe ich Leuchten. Die Hunde haben das Skelett wirklich nicht so gern. Da haben wir einen normalen Zombie, aber die kommen, glaube ich, eben alle jetzt aus der Höhle raus. Darum gehe ich davon aus, haben wir dort unten so einen Villager getroffen. Ich muss mich jetzt wirklich wunderschnell, wie ich den Villager damit füttern kann mit einem Goldäpfel. Jetzt haben wir blöd gesagt einen verschwendet, was völlig unnötig ist, weil ich ihn aus Versehen gegessen habe. Gute Frage. Oder hätte ich so mit Shift auf ihn drücken? Das wäre natürlich auch noch eine Lösung gewesen, die ich nicht probiert habe. Wieso hockt er drauf spielen? Hinten sehen wir wieder, wie ein Hund ein Skelett jagt. Nice, okay. Wir machen das einfach auf zu unserem Bett. Ich mache mir da jetzt nicht zu viel Gedanken. Ich versuche da mal etwas rauszufinden, wie wir das anbekommen. Wir hätten jetzt fast geschafft, unseren ersten Villager wieder zu haben. Nein. Nein. Okay. Ich glaube, das nimmt in dem Fall noch mehr Zeit in Anspruch, als ich gedacht habe. Da aber wir müssen noch ein Bett in uns gönnen, weil das Problem ist aber, irgendwann tauchen so komische Kreaturen auf und auf die habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Aber wir haben dann nebenbei wenigstens noch Essen gemacht und ein paar andere Sachen. Was natürlich auch noch gut ist. So, dann würde ich sagen, gute Nacht miteinander. Oh, guten Morgen. Da sind wir ja schon wieder. Wisst ihr aber was? Ich persönlich würde sagen, ich erkundige mich mal. Ich muss mal schauen, dass wir dann noch einen neuen Helm basteln. Wie es aussieht, ist mir dann nämlich noch kaputt gegangen. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch Spass gemacht hat, lasst doch gerne einen Kommentar, ein Like, ein Abo da. Einen Kommentar sowieso, wenn ihr wisst, wie ich das mit den toten Villagern machen muss. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde in Minecraft nur in Schweiz. Danke fürs Einschalten, bis in der nächsten Folge und ciao!